Hallo und herzlich willkommen zu Filmlife. Das Gehalt als Queen mat op eng Riesen Vergangenheit. Ob diesen nostalgischen Trip da wär das, gesehen er hei. Wie willst du schon doluzieren? Jetzt ist halt Queen, so schon wirklich Story zu summen lassen. Gut, dafür die paar Leute, die noch nie zu Queen hören, haben dann eine kleine Zusammenfassung. Band, die muss nach dem Numm Smile bestehen, das dem Gitarrist Brian May und dem Drummer Roger Taylor goufe gerade von ihrem Sänger sitzen los. Darauf sind begehen sie dem Farouk Bulsara, aka Freddie Mercury. Die bitte sich darauf sind direkt und als ihre neue Frontmann aufzutreten. Werde ihr später schon denken, dass sie darauf sind und Coop abgeholt gehen. Und ab dem Zeitpunkt hätte Freddie eine prägende Rolle für ihn gewonnen. Angefangen am Numm von der Gruppe. Nun dauert es nicht lang, bis das Gruppe sich während ihrem exotischen Frontmann an ihrem einzigartigen Sound in umgemacht hat. Wie die Karriere von Queen da weitergegangen ist und auf welche Hindernisse sie noch gestoßen, das gesehen am Kino bei Bohemian Rhapsody. Bei Bohemian Rhapsody erlebt eine spannend und authentisch Reise durch die Vergangenheit zusammen mit der Band Queen. Von voran muss ich direkt sagen, dass der Film keine 1:1 korrekte Dokumentation ist. Hier haben sich Anthony McCartney und Peter Morgan aber noch beim Schreiben der Befreiheit gelassen. Dem Die Hard Queen-Fan kann hier vielleicht hier und da sauer abstoßen. Mit Durchschnittspublikum wird sich nicht viel durchstellen. Weil die meisten Zuschauergeschichte von Queen werden kennen, aber sie trotzdem von Anfang an den Kinositz gefesselt. Und der Hauptrolle von Freddie ist den Rami Malek, den hat mit Herz und Seele verkehrt. Ich ging sogar bald behaupten, dass wir hier potenziellen Oscar gewonnen haben. Der Rest von der Band, gespielt von Willem Lee, Ben Hardy und Joseph Mazzello, runden dazu noch perfekt auf. Alle einzelnen von ihnen spielen seine Rolle so, wie wenn er noch nie etwas anderes gespielt hat. Dazu könnte er am Bereich Kostüm und Make-up so grandios geschafft werden, dass er sogar heute vergisst, dass du gerade nicht wirklich Queen auf der Leinwand zu gesehen hast. Als großer Magic Moment vom Film steht der legendäre Live-Aid-Konzert Wembley. Insgesamt wird der Film eine einmalige visuelle Stimmung. Alles wirkt passend zu der Zeit immens farbig und lyrisch. Somit kommen die Dach ziemlich spezielle Bühnenoutfits perfekt zur Geltung. Zum Schluss muss ich da sagen, dass mit Bohemian Rhapsody all Queen-Fans auf seinen Kasten können. Für die Leute, die nicht immens froh mit Queen sind, ist es dann noch immens wahrscheinlich, dass sie nicht so immens froh mit dem Film sind. Wie weiß, vielleicht lässt sich durch den Film den einen oder den anderen aber noch überzeugen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino bei Bohemian Rhapsody.